coming from the rear, even dykes wanna get it. Screaming I'm the man every night when I hit it. So, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Banished. Ich bin Jay und ich habe eine kleine Stadt für euch gebaut. Also nicht wirklich für euch, aber ihr wisst, was ich meine. Und ich will die jetzt einfach euch mal zeigen. Klicke hier auf Laden. Und der Witz von der Stadt ist eigentlich, dass sie sich selbst bewirtschaftet. Das heißt, ich muss eigentlich nichts machen, damit die Stadt läuft, funktioniert. Wie ihr seht, ich habe hier unten viele Leute. Alles eigentlich gut verteilt. Hier alles passt. Und wie ihr seht, 200 Leute, über 200 Leute sogar mittlerweile. Und hier mal ein kleiner Einblick. Mit diesem Haus hier hat alles begonnen. Wie ihr seht, hier ein paar Steinhäuser, überall Felder, damit genügend zu futtern gibt. Überall, das geht hier noch weiter, bis hier. Da noch ein kleines Dörfchen. Wie ihr seht, ich habe überall diese Lagerhäuser gebaut, weil das ist sehr wichtig, damit die Leute, zum Beispiel hier der Holzhacker, nicht weit gehen muss, um seine Sachen zu deponieren. Und das ist wirklich wichtig, dass immer, dass ihr darauf schaut, dass die Leute immer einen kurzen Laufweg haben. Wisst ihr, was ich meine? Das ist wirklich das A und O in diesem Spiel. Und auch wichtig ist, dass diese Sachen hier, also der Holzfäller, der Gemüsetyp, der Kräutertyp meine ich, und der Jäger, dass die wirklich einen freien Platz haben. Hier, da werde ich auch nicht mehr hinbauen, wirklich nur bis an die Grenze. Hier ist ein kleiner Stein im Weg, darum habe ich hier noch ein paar Häuser, weil die haben hier genügend Platz. Hier oben sieht es etwas anders aus, da habe ich das Ganze nochmal. Hier haben sie nur diesen Platz, da unten habe ich leider zugebaut, hier die 2 Minen. Jetzt wird es Winter. Und wie ihr seht, es funktioniert eigentlich ohne, dass ich etwas mache. Ich habe 49 Kinder, 15 in der Schule. Und ja, das läuft eigentlich so weit, so ganz gut. Wie ihr seht, Tiere habe ich auch alle. Und auch Eisen, Kohle, eigentlich alles. Ich habe eigentlich ziemlich alles gebaut, was man bauen kann. Außer den Brunnen, weil ich einfach nicht weiß, für was der ist und was das soll. Kann ich eigentlich mal machen kurz. Kurz schauen, wo der ist. Der ist hier. Wo wollen wir den Brunnen haben? Jetzt im Winter ist natürlich etwas schwierig. Aber ich denke, wir könnten den... ich weiß nicht. Hier bei der Kirche irgendwo. Nein. Hier. Oder nein, hier. Weil das erste Gebäude war. Kann ich natürlich nirgends. Hier. So, jetzt mal schauen. Kurz die Arbeiter einteilen. Und das ist auch wirklich so. Es macht wirklich Spaß, wenn ihr zu viele Leute habt. Weil ihr müsst nicht schauen, jedes Mal alles umteilen. Winter, Frühling. Ihr könnt wirklich bauen, wie ihr wollt. Als nächstes werde ich noch die Wege zu Stein machen. Ist auch kein Problem. Ich habe ja genügend Leute, wie ihr seht. Und es kommen laufend neue dazu. Sterben auch wieder. Aber das ist nicht so tragisch. Und ihr seht. Ich spiele übrigens immer auf Stufe 10. Hier die Geschwindigkeit. Weil dann geht es ein bisschen vorwärts. Und es passiert auch was, wenn ich was anklicke. Und ich muss nicht ewig warten. Und wenn ich viele Sachen bauen will auf einmal, dann mache ich einfach kurz Pause, klicke alles an, ziehe die Straßen, bla 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 und dann zack und weiter geht's. Und so funktioniert es eigentlich ganz gut. Jetzt haben sie hier einen Brunnen, sehr schön. Können wir die Arbeiter wieder abziehen. Und es wird wieder Frühling. Sehr schön. Was auch wichtig ist, zu sagen, das Limit hier, nicht immer, wenn was voll ist, die Schule hier zum Beispiel, ist nicht ein gutes Beispiel, aber hier der Herbalist, habe ich Limit 200, obwohl ich so viele Einwohner habe. Aber obwohl der eigentlich immer voll ist, habe ich das Limit nicht erhöht, weil irgendwann zerstört es euch das ganze System. Das heißt, wenn ich zum Beispiel beim Blacksmith
dem fehlt jetzt gerade irgendwas. Kohle, genau. Aber das macht nichts. Macht nichts. Hier noch ein bisschen erhöhen. Dann löst sich das Problem von selbst. Was ich sagen wollte, beim Blacksmith zum Beispiel, wenn ich das Limit jetzt hier erhöhen würde, würde der immer weiterbauen und mir die ganze Eisenvorräte zerstören. Damit das nicht geschieht, muss ich das Limit hier auf 150 lassen und dann funktioniert das wunderbar. Dasselbe hier beim Holzhacker habe ich das Limit ein bisschen erhöht, aber nicht immer, wenn er voll ist, wieder erhöhen, weil irgendwann killt er euch die ganzen Baumstämme, dann habt ihr hier immer 0 und dann kommt der Teufelskreis, wie wir es kennen in Banished. Wenn einmal was schief läuft, dann läuft alles schief auf einmal und dann wird es verdammt schwierig, das wieder in den Griff zu bekommen. Dasselbe hier. Eigentlich hier könnte ich das Limit erhöhen, will ich aber nicht, weil es einfach nicht nötig ist. Ich könnte es hier erhöhen, weil das ist eine Quelle, das heißt, es holt Stein, also ist von nichts abhängig sozusagen, also kann ich hier eigentlich unbegrenzt viel rausholen, ja, wie ich will. Und was ich noch sagen will, ich will hier nicht so schnell meine Mine verbrauchen, darum lasse ich das Limit hier auch noch ein bisschen tiefer und dasselbe gilt natürlich auch für die Minen. Das einzige, wo ich immer erhöhen werde, wenn es angezeigt wird, ist die Nahrung, weil jedes Mal, wenn ich ein Feld baue oder irgendwas, gibt es natürlich mehr Nahrung. Und das ist ja gut so, die sollen ja alles abernten, nicht nur die Hälfte stehen lassen über den Winter. Und somit immer das Limit erhöhen. Ihr seht hier, ist jetzt ein bisschen tief, aber die ernten jetzt gerade oder beginnen damit. Und das wird jetzt hier schön steigen auf etwa 10.000, denke ich mal. Und wird dann gut reichen so. Ja, was gibt es noch zu sagen? Immer darauf schauen, dass alle Leute ein Zuhause haben. Das heißt, in diesem Spiel ist es wirklich wichtig, dass die Leute, also wirklich wie im echten Leben, ein Mann, eine Frau und Kinder, wenn mehrere Erwachsene in einem Haus wohnen, dann gibt es keine neuen Kinder und irgendwann habt ihr hier 0 und dann wird es verdammt schwierig, in kurzer Zeit neue Kinder aufzustellen. Darum immer im Auge behalten hier, wenn ihr zu wenig Kinder habt, habt ihr sehr wahrscheinlich zu wenig Häuser, baut ihr ein paar Häuser hin, schaut auf die Nahrung und die Brennholz und das ganze Zeug. Und dann habt ihr wieder Kinder. Und somit könnt ihr das Problem lösen. Im Notfall, wenn ihr mal zu wenig Leute habt oder viele sterben auf einmal aus irgendwelchen Gründen, könnt ihr für kurze Zeit die Schule schließen. Und alle diese Leute, die hier sind, also die Studenten, werden dann automatisch aus der Schule gekickt und sind Erwachsene und können nun eingesetzt werden auf dem Feld oder wo auch immer ihr wollt. Und das ist noch ein guter Tipp, manchmal am Anfang, wenn ihr Not am Mann habt, könnt ihr die Leute schnell abziehen, wenn es sein muss. Der Nachteil ist natürlich, es geht 5 Jahre, bis die Leute wieder so weit sind. Aber lieber das, als sterben noch mehr und noch mehr. Leute, die Banished spielen, wissen, was ich meine. Wenn es einmal beginnt, zum Beispiel zu wenig Feuerholz, ich sehe hier, wir haben hier ein bisschen sehr wenig Feuerholz. Ja, das wird sich schon noch füllen. Na, was wollte ich sagen? Wenn das Feuerholz einmal ausgeht, zum Glück steigt es hier langsam wieder, dann hat einer kalt, dann haben 2 kalt, dann haben 5 kalt und dann haben alle kalt. Und dann ist es unmöglich fast, das Problem wieder in den Griff zu kriegen. Und von daher immer darauf schauen, dass alles wirklich genug ist. Und wenn es wirklich überschüssig ist, dann weitere Häuser bauen oder das Zeug zum Handeln brauchen hier. Weiß gar nicht, ich habe hier ein bisschen Holz drin. Wirklich schauen, dass die Leute immer mehr als genügend Nahrung, Feuerholz haben und Werkzeuge und Kräuter sind wirklich wichtig. Das andere ist nicht so tragisch, Steine und so, das ist nicht so tragisch. Es kommt einfach immer darauf an, beim Holz kommt sofort der Teufelskreis, da geht gar nichts mehr und auf das müsst ihr wirklich aufpassen. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Wichtig ist immer Lagerhäuser zu bauen, das habe ich schon gesagt, dass die Leute nicht weit gehen müssen. Ja, so viel zu diesem Thema. Wenn ihr weitere Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Einige Leute haben mir geschrieben, ich soll ein Let's Play machen von dem Spiel. Das werde ich aber nicht machen, weil
Das Spiel ist einfach für mich zu langsam und zu langweilig, um so viel zu reden die ganze Zeit. Und von daher werde ich ab und zu wieder ein Video machen, aber nicht ein Let's Play. Und sowieso, ich spiele hier bei meiner Stadt vielleicht 15 Minuten, dann stehe ich auf, trinke was oder irgendwas und lasse das Spiel laufen im Hintergrund. Dann komme ich wieder, baue wieder was und so weiter, schaue ein bisschen fern nebenbei oder irgendwas. Und das ist nicht gut, das geht nicht mit einem Let's Play zusammen. Und von daher wird es bei diesen Videos bleiben. Wenn ihr noch einen Wunsch habt oder Tipps braucht, schreibt es wie gesagt in die Kommentare. Abonniert den Channel oder gebt einen Daumen nach oben. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal beim nächsten Video. Habt Spaß bei Banished und ciao!